Goedemorgen, vandaag de 24 juni. Mijn naam is Knals Bolman, hier van Bolivien. En ik wil vandaag nog eenmaal uitmerken dat Gebetsleven oprecht te houden. En wer dat vielleicht nicht flehen deed, dat hij doch voor den Mut haben, in Anfang mit Gott in eine engere Gemeinschaft zu kommen. In Hebräer Kapitel 12, Vers 12 sagt dort, merk also jene Meidehing, en floot je knöien waren stark. Merk sichere Schritt mit jene Feit, dat keiner aus ein loma Hand stolpert, aber leider gesund wird. Und dort ist auch uns himmlischer Vater sein wollen, dort wir sollen gesund sein. Auch uns Gebetsleben, dort muss gesund sein. Und dort ist eine Sache, was wir unbedingt brauchen. Wenn wir wollen in unserem geistlichen Leben vorwärts kommen, dann können wir nicht anders, als dass wir müssen in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Und wo können wir mit Gott Gemeinschaft haben? Einmal, wir müssen das Wort Gottes lesen, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist redet Gott zu uns. Und wenn wir beten, dann reden wir zu Gott. Und also das ist unumgänglich. Wir können das nicht im Stich. Und wir können nicht sagen, dass ich bloß beten und nicht die Bibel lesen oder umgedreht, dass wir wollen bloß die Bibel lesen und nicht beten. So ist jemand mal gesagt hat, ein Fehl, dort braucht die beide Pflichten zum Flehen. Dort schafft nicht bloß eine. Und so kann wir nicht sein, dass wir fairweg kommen wollen, wenn wir wollen vielleicht noch die Bibel lesen und aber nicht im Gebet treu und aufrichtig bleiben. Aber das ist, wenn ein Lama am Wasser ist und wir würden bloß an einer Seite eine Rodel haben, dann geht das bloß immer in eine Runde. Und so braucht das unbedingt, dass wir diese beiden Dinge in unserem Leben abreich holen. Das Gebetsleben und auch das Bibellesen in uns. Was hier in einer anderen Bibel steht, fängt wir dort in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8, wo Paulus besonders dem Mana, das Gebet ist hier nicht bloß für den Mana, aber du sagst, dass es steht, was ich nu haben will, ist, dort im Mondslied, wo immer sie sind, beten. Sie sollen heilige Hing abheben können und nicht Bitternis oder Zweifel im Hort haben. So, weil wir du einfach von Lehren, weil wir uns Mut sprechen, dort wir das wollen abreich holen, das Gebet. Wird ja eine ganz besondere Begebenheit im Alten Testament, da ich so, die würde ich hier einfach noch mitteilen, wo uns einfach ein Mut geben wird, das Gebetsleben abreich zu holen. Als Gott mal durch Mose in Jesua, sie werden die jährliche Anlehrer von das Volk Israel, als sie du mal im Krieg werden mit den Amalekiter, dann sagt das du in 2. Mose Kapitel 17, Vers 8 und wieder, ich wollte das mal lesen, dort sagt du es dit, die Amalekiter gräubten die Israeliten bei Rephidim an. Moses sagt zu Jesua, lass die Männer uit und go rüt mit den Amalekiter zu kriegen. Morgen, wo ich boven auf dem Boy stunden, in meine Hand, wo ich den Stock holen, den Gott mir gegeben hat. Jesua, dat so aus Moses am gesagt hat, mit den Amalekiter zu kriegen. Und Moses, Aaron und Hur gingen auf dem Boy nab. Und dort merkt sich, dass solange aus Moses seine Hing abhauf, gewannen die Israeliten. Und wenn der Hing rauflädt, dann gewannen die Amalekiter. Als dann Moses seine Hing meid worden, läden sie einen Stein an, und Moses sah sich ab dem Dol. Und Aaron und Hur, einer und jeder Seed, nehmen jeder eine Hand und hielten die hoch. Und seine Hänge bleiben beständig hoch, bis die Sonne unterging. Und Jesua gewann über Amalek und seine Armee in ihrem Kampf. Dit ist so ein klares Bild für uns geistliches Leben. Solange wir unsere Hänge hochholen und wir ständig mit dem himmlischen Vater durch den Namen von unserem Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft bleiben, dass wir die Abhängigkeit von ihm feilen und sein tun, dann wollen wir in uns geistlichen Kampf wiederkommen. Und das geht als Christen geht dort immer einen Kampf. Der so tun, der wird kein Mensch verschonen, der wird kein Raum gehen, in den nicht proben zu versägen. Und du willst diese Schrift ans Mut sprechen, besonders
aus das Gebet als eine Waffe zu brauchen, um gegen diesen Kampf zu gehen. So ich spreche noch einmal aller Motto, wer wir davon lehren, wer wir die Bibel lesen und wer wir ganz besonders mit unserem himmlischen Führer, der Jesus Christus, in eine enge Gemeinschaft bleiben.